Was für mich auch so typisch Lützeburg ist, sind die sillischen Düppefeste am ganzen Land. Und zum am Hirsch, das ist so richtig schön, weil sich da immer alles im saisonalen Obst und Gemüse dreht. Zum Münster gibt es seit 1974 all Jahres ein Quatschekirmes. Und hier gibt Karimont 3,5 Tonnen Obst verschafft, für Quatschekraut zu machen. Und das allerflotzt das, es gibt noch immer traditionell auf der Hand gereiert. Das spritzt mega. Wow. Ja, okay. Für mich gehört ein deftiger Linsenzopp einfach an der Lützeburger Wand dabei. Ich mache mir gerne ohne Fleisch und mit indischen Gewürzen. Für meinen Linsenzopp brauche ich unter anderem Linsen, ein Grumper, Wurzeln, indische Gewürze und Koriander. So ein Linsenzopp ist wirklich mega sehr und einfach zu präparieren. Die einzige Arbeit ist, das Gemüse zu schneiden. Und das habe ich schon gemacht. Okay, ich fange mit meiner Öl an. Die geht einfach umgebroten, bis sie Müll ist. Kommen noch 2 Knoblauchzehen dabei. Und ich fand immer relativ viel Arbeit für die zu schälen. Damit meine ich so. Ups, so. Das heißt eigentlich einfach gut draufschlagen und da könnt Taut vom Salbe noch rauf. Ganz einfach. Da kommen meine Linsen dabei. Und ich brate die auch nach kurz mal dünn. Und zwar mit den Gewürzen zusammen. Und Gewürze ist wirklich das, was die heutigen Suppe zu einer genialen Linsenzopp mischt, weil sie eine ganz warm indische Note, die dran kommt. Und dafür habe ich ein bisschen gerappten Ingwer. Dann kommt noch Kreuzkümmel dabei. Und Garam Masala. Garam Masala ist eine indische Gewürzmischung und die finde ich wirklich an allen Geschäften an der Zwischenzeit. Und hier gibt wirklich einen typischen Curry-Gut dran. Und dann noch ein paar Chili-Flocken. Ich brate die Gewürze matt an, am Anfang, kurz, für dass die ganzen Gewürzguten, die Noten rauskommen. Und in der Zwischenzeit riecht es auch schon richtig gut. Und ich habe gesehen, dass die Gewürze ein bisschen in passen. Das heißt, ich kann auch noch sehr mein Gemüseküben dabei gehen. Und da kommt der Bouillon schon dran. So, kurz ausschweißen. Und da kommt 1,5 Liter Gemüsebouillon dabei. Und ich salze das ganz recht zum Schluss, weil es soll nie Salz bei Hülsenfrüchten dabei geben, wenn ihr sie abkocht. Und der Bouillon ist ja eigentlich auch schon ein bisschen gesalzt, das heißt das am besten, wenn ich das zum Schluss recht aufschmache. So, und das bringe ich nur zum Kochen. Und da kann ich dann 40 Minuten zugedeckt für sich köcheln. Und während der Zeit mache ich noch ein ganz einfach sehr Nahenbrot für dabei. Und das Nahenbrot ist ohne Hefe. Du weißt, es geht super, super sehr. Ich brauche einfach nur Mehl, 2 Löffel Backpulver, ein bisschen Salz, Joghurt. Ich hole ganz gerne den griechischen Joghurt, weil der ein bisschen schmantig ist. Und da kommt dann mal ein kleiner Geheimtrick dran. Das heißt Schwarzkümmelsumen. Das ist wirklich an der indischen Küche etwas, was ganz oft an den Nahen gemacht wird. Das hat einen ganz speziellen Gut und sieht auch noch schön aus. Das könnt ihr noch schwarze Sesam holen oder Gurneich, das ist auch nicht schlimm. Wir wollen ihn so finden an einem Asia-Shop, also da wird Nigella Seeds, wie sie auf Englisch heißen, zu kaufen. Okay, du brauchst das ganz fein zu vermischen. Und den Deeg, den delen ich auf 4 Deler. Wir machen dann meinen nahen Bredescher draus. Und da broten ich so für ungefähr 2 Minuten auf alle Seiten an.
die sind gut knusprig. Du brauche ich nicht mehr auf meinen Zopf zu werden. Aber wenn die bis fertig ist, dann serviere ich sie noch mal ein bisschen Creme fraiche und mit Koriander drauf. Ich weiß noch, wo ich die echt realisiert habe, dass ich wirklich gerne koche. Und das war auf einem Scouts-Camp, wo ich mein Kochbadge kriegte. Und seitdem war ich auf allen Camps immer an der Küche. An meiner Kantität war ich bei den Kirwelliken zu Straßen. Und heute kann ich Camp zu Lorenzweiler mit den Scouten kochen. Und schon mal überlegt, etwas zu machen, was sich ganz einfach an einer großen Portion an einen großen Dippe präparieren lässt. Und zwar ein Chili mit Mettwurst. Und das ist super, dass ich ein ganz Patrouille bei mir habe, weil die schneiden die Sachen für mich. Mega praktisch, wenn ihr so ganz Team habt, die alles machen. Okay, lo broten ich als erstes innen an. Bisschen Ölig. Ich broten so ungefähr so 5 Minuten, bis der Müll ist. So, da kommen 4 Knoblauchzwiebeln dabei. Und da brote ich mein Fleisch an. Und schon hier Haché Spaghetti, das ist eine Mischung aus Bœuf und Pork, also Rindfleisch und Schweinefleisch. Und das geht ganz angebroten. So, wenn das Fleisch bis schön braun ist, überall, also nicht mehr rosa ist, da könnt mein Poivron dabei. 3 Farben, das ist immer schön. Und dann könnt das, was zu einem richtigen Chili mischt, ganz viel Gewürze. Schon ein Thym. Die wirklich nicht scheiße mit den Gewürzen. Weil was mehr dran ist, was mehr gut dran könnt. Dann habe ich Majoran. Oh, mein Wand muss ich ein bisschen aufpassen. Was dann? Kreuzkümmelpulver. Kennt ihr das? Okay. Ich mache es dran und dann dürft ihr riechen. Ich gebe das mal rundherum. Das ist ganz gut an der Middle Eastern Cuisine. Okay, und dann habe ich noch Paprika. Und schon 2 verschiedene Sorten Paprika. Ein dulce Paprikapulver. Und eine geräucherte. Aber wenn ich die geräucherte nicht finde, das ist gar nicht schlimm, dann mache ich einfach ein bisschen mehr normale Paprika dran. Ich gehe noch einen Pot Zucker dabei, weil gleich kommen Tomaten dran. Aber bei Tomaten ist ein bisschen Zucker immer gut für die Gune zu relevieren. So, Tomate concentré, ein gut 4 Löffel. Das geht immer ein bisschen auf die ungefähr, gell? Ihr braucht nicht immer alles aufzuweihen, wenn da so große Sachen kocht. Und da kommen Tomaten, gehackte Tomaten aus der Bix dabei. Ei. Oh mein, du hast meine Uniform schon gleich besudelt. Aber bon, du fährst du. So, und da kommt noch mein Secret Ingredient dran. Und das ist eigentlich nicht wie bei den Scout, weil wir unbedingt so viel großes Glas hängen wie Bier. Das ist nicht viel zu trinken und das viel zu kochen. Und dann gebe ich so, dass das ganz low 40 Minuten kochen darf. So, das Chili ist so eine 3/4 Stunde gegangen und hat ganz viel Flüssigkeit verloren. Jetzt können nach meinen Finishing Elements dran kommen, und zwar gut Mettwurst. Das gibt dem Ganzen eine geräucherte Gut. Und da kommen noch Bohnen dran, weil ein Chili wäre ja kein Chili ohne Bohnen. Und schön heiße schwarz-portugiesischer. Ich fand die ganz flott an der Farbe. Mit könnt ihr natürlich auch einfach Kidneybohnen holen. Auf den Finishing Touch Worcestershire. Es gibt noch ein bisschen Säuer dran. Und dann lassen wir das Ganze kurz abkochen.
Ehre ich dann no mat bisse Koriander a mat Sauerrahm zerwehren. Ei. Da kriegt mein Patrouille endlich abstiers, egal? Gebäß machen aus die besten Aderweis für überschüssig Obst zu verschaffen. Und schon viel Freunde, die haben am Sommer immer Rotkräscheln am Gart. Du willst machen, schaut, ein Rotkräschels Jelly mit einem leichten Romarin-Touch. Für das Rezept brauche ich Rotkräscheln, ein bisschen Romarin, Zucker und eine Schutzkirsch. Das ist wichtig, dass ihr beim Gebäßkochen sterilisiert Gläser hält. Und ich habe einfach pur Gebäßgläser, die ich noch am Keller habe, gewaschen und nicht aufgedrischen und einfach auf ein proper durchgestellt. Das ist wichtig, dass ihr sie nicht aufdrischen, weil die Kilo am Schäfchen gedrischen. Und zwar bei 180 Grad 10 Minuten. Und das killt dann alle guten Bakterien. Und Deckel gehen noch sterilisiert, wie die gehen aufgekocht. Und zwar einfach am kochendem Wasser auch während 10 Minuten gelöscht, für dass du auch keine Bakterien mehr drin sind. So, die sind in der Zwischenzeit schön durchgekocht. Nee, also sie sind sterilisiert. Und ich kann sie auf meinen Drischen durchzurücklegen und da einfach drischen lassen. Okay, hallo zum richtigen Rezept. Nee, das ist falsch, Stippen. Okay, hallo zum eigentlichen Rezept. Ich habe hier 1 Kilo Rotkräscheln, die gewaschen sind. Und die kann ich nur einfach mit den ganzen Stiller an eine große schwere Dippe gehen. Und da könnt auch noch ein bisschen Wasser dabei. Just genug, für dass der Fond bedeckt ist, für dass sie nicht abbrennen. Wenn Bisou fängt mit kochen, da gehe ich noch ein bisschen Romarin dabei. 2 Branchen gehen durch. Und da lasse ich noch 10 Minuten kochen. Und ich rühre noch regelmäßig und drücken auf die Kräscheln, für dass sie ihre ganze Jus verlieren. Rotkräscheln sind ganz schön verkocht und so richtig Jus gelost. Locken den Zucker dabei. Und ich will genau dieselbe Quantität Zucker, wie ich Frucht für geholt habe. Das ist 1 Kilo in diesem Fall. Das ist viel, aber Jelly oder Gebäß ist ja eigentlich schlimmen Zucker und Obst. Und das lasse ich durchschmelzen. Aber wenn der Zucker sich bis abgelöst wird, dann lasse ich das Ganze nach 8 Minuten richtig fest kochen. Nach 8 Minuten mache ich Plack aus und ich gehe noch eine kleine Schutzkirsch dabei. Das ist also mein Extra. Das muss aber nicht sehen. Das schmeckt aber ganz gut dabei. Und lo könnt das ganz durchsieft. Und das ist wirklich mega praktisch, weil ihr wirklich matte Stiller das Obst kochen kann. So, hallo kann ich Gebäß auffüllen. Und lo ist es wichtig, dass ihr sie ganz fest zudreht und dann auf den Kopf stellt, und zwar auf den Grill. Also müssen sie so aufkillen, dass ein Vakuum dran entsteht, und dann halten sie sich für gut Jahr. Lo brauchen sie nicht mehr nach aufzukillen, und dann essen ich mein Jelly am liebsten auf einer guten Schmier mit Cottage Cheese. An den Silikon-Mettwurst war exzellent. Und ich meine, du hast aber unbedingt ein Full von Eis verdient. Und du gehst nur morgen bei diesem Korn. Okay, vielmals merci. Voilà. Wow, den ist auch nicht farbig, das gefällt mir besser. Das ist schön, ne? Orange. Super.